Es ist Güsselzeit! Das Jahr 2016 hat einen Haufen tolle Filme beinhaltet, es hat aber auch einen Haufen Scheissdreck beinhaltet. Und das Video behandelt genau die zweite Fassung quasi, also die ganzen Güsselfilme. Und ich habe mir eine kleine Top 10 zusammengestellt aus Filmen, die ich einfach nicht ausstehen kann. Bevor ich aber zu denen komme, gibt es noch zwei kleine Unterkategorien und die erste ist Enttäuschungen. Ich habe mich auf ein paar Filme gefreut das Jahr, die dann aber rausgekommen sind und einfach nicht gut sind. Einer davon ist Batman wie Superman Dawn of Justice. Der hat ein paar coole Momente gehabt, aber er ist einfach ein verdammtes hure Chaos gewesen und ich habe am Schluss gefunden, was ist das gewesen? Was hätte das sollen? Viel zu viel Dawn of Justice, viel zu wenig Batman wie Superman. Nein. Ein anderer war Jason Bourne, wo ich mich auch recht gefreut habe drauf. Ich habe extra nochmal die anderen 4 Bourne-Filme vorher geschaut und die sind ja eigentlich recht gut bis auf den 4. Und Jason Bourne ist einfach langweilig. Es ist nicht ein aufregender Actionfilm, was der Trailer und die vorherigen Filme eigentlich versprechen. Und ja, es ist einfach kein guter Film geworden. Dann der zweite Superheldenfilm auf dieser Enttäuschungsliste ist X-Men Apocalypse. Es ist einfach ein langweiliger Film. Es hat Figuren, die ich eigentlich mag mit dem Magneto und dem Charles Xavier. Und ich meine, ich habe auch die vorherigen X-Men-Filme mit den jungen X-Men gut gefunden. Sei das jetzt First Class oder Days of Future Past. Ich habe das coole Film gefunden, aber X-Men Apocalypse ist einfach generic Superhelden-Güssel. Am Schluss gibt es eine Schlacht in einem lahmen Setting, wo lahm aussieht und lahm gemacht ist und einen Haufen Kompi-Effekte dir ins Gesicht reinschmeißt. X-Men Apocalypse war nichts. Und zu guter Letzt haben wir noch High Rise. Ich habe mich auch mega gefreut auf den, der super stylisch aussieht. Die Idee hat cool gewirkt, habe ich das Gefühl gehabt, aber schlussendlich ist auch relativ ein langweiliger und ziemlich verworrener, komischer Film rausgekommen dabei. Dann die zweite Unterkategorie sind die sogenannten Honorable Mentions. Also Filme, die eigentlich auf Top 10 gehört hätten, aber überschüssig waren. Es sind zu viel gewesen. Ich habe 10 andere Filme gesehen, die ich noch schlimmer gefunden habe als die. Und der erste von denen ist The Brothers Grimsby. Obwohl ich mich fast ein bisschen schlecht fühle, weil ich habe recht gelacht einmal bei diesem Film, weil er geht den extra Schritt zum sich abheben vom Ganzen. Ist es ein guter Film? Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe gelacht und darum finde ich, gehört der nicht auf meine Liste. Dann haben wir Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Out of the Shadows. Der ist auch doof und saumässig blöd, aber ich habe auch eine gewisse Art Spass gehabt mit dem Film und sie haben die Turtles gut getroffen und der Krang ist lustig. Von dem her habe ich auch gefunden, den kann ich jetzt von meiner Liste weglassen. Und der dritte ist Independence Day Resurgence. Der wäre garantiert auf der Liste gewesen, wenn ich im Kino nicht eingepennt wäre vor lauter Langweil. So, und jetzt kommen wir zu der effektiven Liste. Genug geschwätzt. Und auf Platz 10 ist bei mir Suicide Squad. Der hat so viel Potenzial gehabt. Sie haben einen guten Regisseur gehabt, sie haben einen guten Cast gehabt, aber dann haben sie angefangen, den Film zu verschneiden und schlussendlich hat ein Trailer House, also eine Firma, die sonst Trailer produziert, den Film geschnitten und das merkt man. Die Szenen fangen nicht an und enden nicht. Das ist einfach irgendwie verschnitten. Dann haben sie einen coolen Soundtrack, völlig Kacke gebraucht. Es ist ein Saubuff, am Schluss macht nichts Sinn und ja, Suicide Squad ist einfach kein guter Film geworden. Dann auf Platz 9 haben wir The Legend of Tarzan. Das ist auch mega schade, weil ich habe mich schon ein bisschen gefreut auf den, weil der Christoph Waltz ist dabei und der Cast allgemein hat gut ausgesehen und ich habe Tarzan als ersten Kinofilm in meinem Leben gesehen, darum bin ich wahrscheinlich ein bisschen voreingenommen, aber The Legend of Tarzan ist einfach völlig gewesen, hat teilweise sehr schlechte Effekte gehabt, hat eine lahme Story erzählt, obwohl sehr originell finde ich mit dem Thema, aber es ist einfach ein langweiliger Film geworden, den ich nie mehr gesehen habe. Auf Platz 8 kommt ein Film mit dem Jason Statham, wo ich mich recht gefreut habe drauf, weil er hätte doof und lustig werden. Schlussendlich war er aber nur doof gewesen, und das ist The Mechanic Resurrection. Ich habe gehofft, dass der wenigstens unterhaltsam wird, und er hat unterhaltsame Stellen, aber er ist so saublöd und nimmt sich dermaßen ernst,
ernst gleichzeitig. Ich kann den Film nicht ausstehen. Auf Platz 7 haben wir eins von 2 Remakes, die auf dieser Liste sind. Und das erste ist Point Break. Ich habe den Original Point Break geschaut und ich finde das eigentlich ein glatter Film. Wieso, dass man den neu machen muss? Keine Ahnung, aber er ist weder unterhaltsam für sich, noch ein unterhaltsames Remake. Er hat nichts, was er bringt, zusätzlich zum Original. Darum kann man den Film einfach weglassen, in den Kübel rühren und anzünden und nie mehr daran denken. Auf Platz 6 haben wir Jack Reacher, Never Go Back und ich will garantiert nie mehr zu dem Film zurück. Der ist stinklangweilig, er ist nicht sonderlich gut gespielt, er hat eine doofe Story, die wir schon 1000-mal gesehen haben. Irgendwie in letzter Zeit ist das, glaube ich, cool, dass irgendjemand abtrünnig wird und irgendwie gegen seine Regierung arbeitet, aus Gründen. Und Jack Reacher, Never Go Back ist wahrscheinlich einer der lahmsten Filme in dieser Kategorie. Darum, nein, nicht mehr. Auf Platz 5 haben wir einen deutschen Film und das ist Chiller of Duty. Ich bin nicht ein riesen Fan von Till Schweiger. Ich habe ihn bei Inglourious Basterds super gefunden, weil er nicht mehr als 3 Sätze sagt. Und auch da ist er ist einfach kein Actionstar. Die Story ist blöd, er ist nicht wirklich gut gemacht, er ist langweilig, die Action-Szenen sind lahm. Der Chiller of Duty ist einfach ein Güsselfilm. Auf Platz 4 haben wir einen, wo ich erstaunlich viel Spass hatte damit, aber es ist einfach ein Kackfilm und das ist Gods of Egypt. Ich habe mich nie gefreut auf den Film. Er hat im Trailer nie etwas Falsches versprochen und das schätze ich sehr an dem Film, aber die Effekte sind doof, die Geschichte ist doof, es ist ziemlich alles doof, es hat gute Schauspieler drin, die etwas könnten und was machen sie? Gods of Egypt. Warum? Ich weiß es nicht. Gods of Egypt ist einfach Abfall. Jetzt kommen wir aufs Podest und da haben wir das zweite Remake auf meiner Liste und das ist Ben-Hur. Wieso, dass man so einen Monumentalfilm wie Ben-Hur nochmal machen sollte, ich weiss nicht wieso, dass man das soll. Ben-Hur ist ein prima Film. Nicht der dieses Jahr rausgekommen ist, der ist Abfall. Es hat kaum gute Szenen in dem Film. Es ist eigentlich nur Müll. Es sind Kartonschauspieler, die dort stehen und irgendwelche Sätze sagen, die irgendeiner mal geschrieben hat, kauft man denen das ab? Nö. Ist das Schwagerrennen spektakulär? Es hat eine Szene, die ich okay gefunden habe und das ist dort, wo da die Schiffe ineinander krachen, aber das ist auch etwa alles. Der Rest ist einfach ein Scheiß und ich finde, der Film gehört auf die Liste, weil man so Film, so original einfach nicht anlangen sollte. Auf Platz 2 haben wir Underworld Blood Wars. Ich bin nie ein grosser Fan von den Underworld-Filmen. Underworld 4 habe ich gesehen, theoretisch. Ich bin eingepennt. Bei dem wäre ich auch lieber eingepennt, weil es ist ein Film, der so dermaßen blöd ist und sich dermaßen ernst nimmt. Das kann gar nicht funktionieren. Ja, Kate Beckinsale ist schön zum Anschauen, aber das hilft mir auch nicht. Der Charles Dance ist völlig verschwendet in diesem Film. Einfach nicht mehr, ich will mit Underworld nichts mehr zu tun haben. Auf Platz 1 hat es einen Film geschafft, den ich am Zürich Filmfestival gesehen habe. Ich habe mich gefreut auf den, basierend auf der Prämisse und ich bin noch nie mit einer Vorfreude so falsch gelegen wie bei Sausage Party. Was für ein Scheiß. Ich habe gedacht, das könnte doch noch lustig sein, was die da machen, aber sie verlassen sich so drauf, dass sie jetzt als animierte Figürchen, dass irgendwie ein Gurkenglas oder eine Wurst kann Fuck sagen und am Schluss gibt es eine komische Wurstfleisch Esswaren, Sexorgie, wo ich einfach nur noch so können dort sitzen und um mich herum haben alle gelacht. Es gibt einen Haufen Leute, die den sehr lustig finden. Ich habe den absolute Katastrophe gefunden. Und wie man am Schluss noch so eine komische Meta-Story hat einbauen, wo es gefunden hat, ich habe dann den Synchronsprecher, wieso sollten die das machen? So ein Scheiß, so hinten an, einfach angeklimmt und gedacht, wir müssen jetzt noch ein bisschen Lego-Movie-mässig lustig sein. Sausage Party ist der grösste Haufen Scheissdreck, den ich gesehen habe in diesem Jahr. Ich hoffe, du musst den nicht über dich ergehen lassen. Und wenn du in die Nähe kommst von dem, dann schmeiß ihn einfach gerade in den Kübel. Sausage Party ist ein Scheiß. Das ist meine Liste von den grössten Scheissfilmen vom Jahr 2016 mit noch ein paar Enttäuschungen, die natürlich sehr subjektiv sind. Genauso wie die ganze Liste. Da hat es wahrscheinlich Filme drauf, wo du findest, ja, aber der ist doch eigentlich ganz gut gewesen. Oder wieso ist der nicht drauf? Der ist viel schlimmer gewesen als der und der. Macht doch das anders. Das ist meine Liste, sie ist extrem subjektiv. Und ich danke euch auf jeden Fall vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.